Halten Sie bitte für die nächsten 6 Minuten die Luft an. 3, 2, 1, jetzt. Das Selbstverständliche bemerken wir ja immer erst dann, wenn es plötzlich fehlt. Oder uns nur dann bewusst wird, wenn es zu feucht, zu trocken, zu kalt, zu heiß ist, uns fühlbar um die Ohren weht. Oder wenn wir die tote Büroluft verlassen und über den Augsburger Stadtmarkt laufen. Wir könnten das blind tun und trotzdem unsere Einkäufe erledigen. Die Welt schießt in die Nase. Der Frühling. Das Meer und alles, was drin rumschwimmt. Der warme Süden oder irgend sowas. Es ist sicher falsch, wenn man jetzt die Luft rein materialistisch nur als Stoffgemisch, als Gasgemisch auffasst, weil in der Luft eben auch viele Gefühle sind, Erinnerungen sind, Informationen sind. Also in Form zum Beispiel von so kleinen Molekülen, die irgendwie Düfte transportieren. Nichts weckt so stark Erinnerungen wie bestimmte Düfte, also ein bestimmter Duft nach Brot, nach frisch gebackenem Brot und so weiter. Gefühle werden dann wach. Also die Luft ist viel, viel mehr als jetzt nur eine Mischung aus Sauerstoff, Stickstoff mit Wasserdampf und Spurengasen versetzt, sondern das ist wirklich ein Bote zwischen den lebenden Dingen. Jens Söntgen, Philosoph und Chemiker, hat eine Geschichte der Luft geschrieben. Oder vielmehr ist es die Entdeckungsreise des Menschen, der erkennen will, was ihn umgibt oder wer. Jahrhundertelang war das Denken über die Luft eigentlich ein Denken über Personen. Also über Windgötter, über den Hermes, wie man die irgendwie milde stimmen kann, wie man mit denen umgehen muss. Im Grunde wie in der sozialen Welt. Ja? Und dann kamen Leute und haben aus der Luft was ganz anderes gemacht. Die Naturphilosophen, der Anaximenes beispielsweise, da wurde die Luft ein Es, also ein Etwas, ein Gegenstand. Zeitenwende, Göttersturz, Skandal. Wer macht jetzt Wind und Wolken? Wie soll man sich die Luft, dieses unsichtbare Ding, nun vorstellen? Weil der größere Teil der Menschheit nicht so gerne denkt und forscht, dauert es eine Weile, bis geniale Köpfe etwas Orientierung geben. Zum Beispiel im 17. Jahrhundert Otto Guericke. Der hat gelesen, Aristoteles sagt, es gibt keine Lehre. Und dann hat er gesagt, ja, das wollen wir doch mal ausprobieren. Dann hat er mit so einer ähnlichen Luftpumpe versucht, ein Fass leer zu pumpen. Das gelingt nur kurz. Die Luft strömt durch die Ritzen wieder ins Fass. Guericke gibt nicht auf und wird schließlich mit diesem Versuch berühmt. Mehrere Pferdestärken kommen nicht gegen den Luftdruck an, der 2 kupferne Halbkugeln zusammenpresst, in denen ein Vakuum erzeugt wurde. Luft ist also ein ganz normaler Stoff, der ein bestimmbares Gewicht hat, Druck ausübt, seine Dichte verändern kann. Die Menschheit ist von dieser Erkenntnis begeistert und opfert im 17. und 18. Jahrhundert diverse Tiere bei der Vorführung luftleerer Gefäße. Und dann stoßen experimentierfreudige Forscher in wenigen Jahrzehnten auf immer neue Luftarten. Der Apotheker Scheele verbrennt Salpeter und stellt fest, dass dabei Feuerluft freigesetzt wird. Der Chemiker Black hat da schon die Fixed Air entdeckt, in der Flammen ersticken. Die Atmosphäre wird in ihre kleinsten Bausteine zerlegt. Aber nicht nur das, sondern es ist auch entdeckt worden, dass das alles ein großer Atemzusammenhang ist, ja? Ein Atemraum ist. Ein Eisbär in der Arktis brüllt, atmet und so weiter. Und das kann das Kohlendioxid sein, was dann irgendwo in den Tropen wieder von einer Orchidee, die da auf so einem Baum wächst, eingeatmet wird. Und die Orchidee umgekehrt gibt dann wieder Sauerstoff ab. Über die Erforschung der Luft lernt der Mensch, die Natur als großes dynamisches System zu verstehen, in dem alles miteinander verbunden ist, welchen Einfluss er auf die Luft hat und sie auf ihn. Stellen wir uns vor, die Evolution wäre nicht irgendwann an Land gegangen und der Mensch nur ein blubberndes Kiemenwesen und kein Zögling der Luft, wie ihn Herder nennt. Wie würden wir kommunizieren? Sprechen, das ist tönendes Ausatmen, tönendes artikuliertes Ausatmen.
Unter Wasser hätte der Mensch die Sprache gar nicht so entwickeln können. Ja? Also das ist ganz wichtig, diese leichte Beweglichkeit der Luft, die Tatsache, dass ich mit meinem Atmen im Grunde mich verständlich machen kann, rufen kann und so weiter, singen kann. Das ist etwas, was an Land sich entwickelt hat und was ganz, ganz wesentlich ist für die Luft und für die Evolution unseres Geistes. Die linden Lüfte sind erwacht. Ohne Luft keine Poesie, kein Frühlingsglaube. Die Wirkung der Luft auf unsere Seele beantworten Philosophie und Kunst besser als die Naturwissenschaften, nicht nur auf Sprachebene. Wer bleibt denn von Friedrichs Abendhimmeln unberührt oder schaudert nicht, wenn ihn die Atmosphäre aus Turners Gemälden anfaucht? Es gibt nicht viele Dinge, die alle Menschen so spüren und teilen wie die Luft. Elias Canetti nennt sie die letzte Allmende, ein kollektives Gut, über das mit jedem Atemzug die Welt in uns einströmt und sie und uns am Laufen hält. Die 6 Minuten sind um. Sie sollten jetzt wieder Luft holen.